Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft to Thalamus. Wir sind da irgendwo in Nebelistan gelandet und ich versuche jetzt mal da von dem Tor aus, dass ich mich vielleicht den Pfosten entlang suche und wir versuchen mal einen Weg rauszufinden. Weil, ja, wieso nicht? Pfosten ist das einzige, wo ich mich daran orientieren kann. Sie haben wahrscheinlich auch gedacht, dass man sich an diesen Pfosten orientiert. Von dem her. Das sieht aus wie... das könnte den Nebel beseitigen. Yes! Kein Nebel mehr. Hui! Holy shit. That looks interesting, I have to say. Und die Musik ist auch schön. Da fängt es wieder an zu regnen. Das heißt, all die Strom. Okay. Ich glaube, ich lade das mal an. Ich frage mich, wie weit das man kann da rauslatschen. Wahrscheinlich nicht allzu weit. Aber wir können es auch mal testen. Wie groß die Map wirklich ist. Aha, okay. Ich glaube auch da sind Grenzpfosten. Ist schon noch relativ groß. Muss ich sagen. Relativ groß. Da haben wir noch einen Baum. Okay, dort haben wir... Dort wird es Nacht. Also da müssen wir es anlegen, wenn wir dass es Nacht wird. Dann... Okay, ich glaube wir müssen zuerst machen, dass es Nacht wird. Dann können wir das Portal dort oben rein. Dann können wir noch eine zweite Bölle irgendwo holen. Ich weiß nicht wo. Und dann kommen wir wahrscheinlich weiter. So, testen wir mal. So. Und das wird wieder schön. Ist lustig, wenn man denkt, man bewegt sich einfach überhaupt nicht. Wenn man raufschaut. Also. Oh wow, ich bewege mich überhaupt nicht. Und nachher ist mir irgendwie schon halb dort. So. Oh mein Gott! Wir bewegen uns überhaupt nicht! Was? Nein, wir bewegen uns nicht. Dann sind wir schon da. Irgendwie da oben? Ufe. Hüpf. Hip, oder? Ja. Und ich weiß doch, dass du da rauf kannst kommen, nicht? Haben sie jetzt extra eingebaut, dass man da nicht raufkommt? Okay, dann gehe ich halt da oben rein. So. Mal schauen, wo wir da rauskommen. Es sieht aus, als kommen wir da wieder am Start raus. Okay. Gehen wir nochmal rein. Dann kommen wir auch raus. Ein Tisch. Wundervoll. Dort hinten ist das zweite Ding. Nice. Let's grab it. Grab it. Ich hätte mich einfach mal ein bisschen umschauen, so sieht's aus. Okay. Take it. Und dann platzieren wir es dort beim Regen. Und schauen mal, wo wir ankommen. Ich denke, wir sollten jetzt bis zu dem Portal dort oben kommen. Und das ist wahrscheinlich die Endlösung. Die Lösung von dem Rätsel. Du bleibst stehen, oder? Ja. Es regnet, das Zeug steht gut. Dann gehen wir rein. Und dann gehen wir da rein. Und dann kommen wir da rauf. Der Baum kommt irgendwie nicht näher, oder meine ich das nicht mehr? Das sieht schon cool aus. Oh, das shit, ist das ein riesiges Farm. Was ist das? Wieso
Wieso sieht das aus, als hätte es da so Blätter als Abdruck? Wieso kann man überhaupt da hindern? Bitte, da jetzt noch irgendwas? Irgendeine Erinnerung oder so? Okay, vielleicht nicht. Hamitasche. Ist okay, ist okay. Oder? Nein. Hamitasche. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich gange ja schon wieder. Ufe. Und aus dem Level raus. Ich frage mich, wie weit das wir schon sind, weil die Kapitel sind unterteilt in ich glaube 5 oder 6 Stationen quasi. Also, na also, es gibt 5 oder 6 Kapitel, sagen wir es so. Und ich frage mich, in welchem wir uns gerade befindet. Der Prolog haben wir ja hinter uns schon, denke ich jetzt mal. Und ich frage mich, was jetzt so da ist. Oh well. Noch mehr Nebel. Das freut mich aber sehr. Noch eine Nacht. Und das sieht ganz interessant aus. Wow. Den habe ich nicht gesehen. Aber ich denke, wir machen Tag so. Ja. Ah, es ist gar nicht neblig, es ist nur Nacht. Interessant. Interessant. Okay, was haben wir da? Was ist das da oben? Das sieht aus wie ein Grabstein, aber ich glaube nicht, dass es eine ist. Erkunden wir mal die Welt. Bleibst du da? Dankeschön. Weißt du, kratzt man sich einmal am Ohr und hat einfach nur eine Hand frei und nicht so etwas. Es ist tatsächlich ein Grabstein. Holy shit. I was so obsessed with my sister drowning in the tsunami that I named my daughter after her. Sophia. Okay. Die haben einfach zweimal die gleiche Textur genommen. Nein, du bleibst da. Ich leg dich mal da ab. Wir müssen eh die Richtung, von dem her kannst du gut dort abrollen. Okay, lesen wir mal. Was? Asphisafios? Das ist eine Sprache, die ich nicht spreche. Sieht aus wie Italienisch. Oder Spanisch. Oder Griechisch. Wobei Griechisch hat wahrscheinlich griechische Buchstaben. Also wenn jemand von euch mir kann sagen, was da steht, ist das cool. Ist das cool. Aber ich denke, es ist einfach der Grabstein von der Sophia. Junge, wie weit willst du noch rollen? Da. 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 Gut. Ja, dann schauen wir mal, ob wir da irgendwo ankommen. Wir müssen wahrscheinlich wieder Regen machen, damit wir da weiterkommen. Haben wir den Regenturm? Oder Regentürmlis? Mehrzahl wahrscheinlich. Und dort hinten ist es doch neblig. Ich weiß gar nicht. Weil dort hinten hat's ja das Ding dort, wo man den Nebel normalerweise kann aufbauen oder absaugen. Ich verstehe nicht, wieso das dort da ist. Weil es einfach neblig wird. Was nützt mir das? Das neblig wird. Und es hat so viele Tore. Dort hinten Regen. Aber ich glaube, den Regen brauchen wir noch nicht. Wir brauchen zuerst mal noch eine zweite Kugel, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich meine, wir können ja mal testen, was passiert, wenn wir den Regen einstellen.
Dankeschön. Also die gehen so rauf. Das heißt, wir müssen dort oben hinkommen. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie dort raufkommen. Jetzt dort oben ein Portal, oder können wir dort einfach so an? Ich glaube, da können wir einfach so an. Vielleicht. Nein, das sieht aus, als hätte das Portal dort hinten. Das heißt, wir suchen jetzt eine zweite Kugel. Was ist das? Ah, Grenze. Interessante Grenze. Okay. Ich glaube, wir könnten nochmal eine Kugel finden, wenn wir nochmal Nacht machen. Such nochmal den Ort, wo wir Nacht gemacht haben. Da. Und ich frage mich, wieso dass es so düster wird, wenn Nacht ist. Also, ja. Tatsächlich, wieso dass es düster wird, wenn Nacht ist. Irgendwo wird da sicher eine glühende Kugel rumliegen. Weil wir haben jetzt alles erkundet, quasi. Wow, ich dachte, was sind das für Gestalten? Das sind so komische Steine. Gehen wir mal in das Tor rein. Vielleicht finden wir irgendwas in dem Tor. Weil es sieht nicht sehr leuchtekugelig aus, gerade momentan. Und wir kommen raus. Wow. Ah, da oben. Okay. Das ergibt Sinn. Danke, bitte, danke. Darf ich vielleicht auch nicht runterkriegen? Ich sehe wirklich keine Kugel, die leuchtet. Wir sind da unten rein, oder? Wenn wir da unten reingehen, können wir dort oben raus. Was passiert eigentlich, wenn wir zweimal reingehen? Ich glaube, das ist so gewesen, oder? Da, dann sind wir da oben. Hä? Moment. Was? Wo sind wir genau? Ist das nicht genau das gleiche Portal? Also das Portal macht gar nichts. Wenn man in das Portal reingeht, dann geht man gar nirgends hin. Okay. Das ist auch neu. Welches Portal sind wir denn vorne gerade rein? Das ist doch das gewesen. Ja? Hä? Oder komisch. Was passiert eigentlich, wenn wir in das Startportal reingehen? Das sollte doch irgendwo da sein. Großer Turm. Da. Irgendwo da ist noch so ein Dings. Da, ja. Dann können wir mal da raus. Ist das der gleiche Ort? Ich bin verwirrt. Ich gehe mal diesen Pfeiler nach. Wo bin ich? Wo bin ich? Ernsthaft, where am I? Da jetzt nochmal einen anderen Pfeiler gehabt. Gehe ich mal dem nach. Oh! Hättest du. Oh, gefunden! Darum ist es neblig in der Nacht. Ah, das ergibt Sinn, das ergibt so viel Sinn. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir etwas gesehen, kann man ja das Ganze lösen. Und ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen, schreibt in den Kommentaren. Wenn ihr mal könnt sagen, was da abläuft. Also, beziehungsweise, wenn ihr Ahnung, ich sag's jedes Mal, wenn ihr Vermutung habt, was da abläuft, aber keine Ahnung, wenn ihr mir nicht spoilert, aber eure Theorien wollt mitteilen, schreibt in den Kommentar. Wenn es euch gefallen hat, drückt Like. Wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Minecraft to Thalamus. Tschüss!